Dankeschön für uns Leden in Gesang. Und wir sind in dieser korte Series in der Zusammenarbeit die Bibel verstehen. Und letzte Sender, wenn wir taubt haben hier, dann braucht ich dort Beispiel von Rütfahren von der Multit oder Tüß eten merken. Und mein Ziel und mein Verlangen für diese Series ist, dass wir eine Tag, wie es Christen können lernen, was zum Tüß an sie in eine Multit reinmerken. Und ich weiß, dort hier, das ist eine Büdige Botschaftsseries. Und, aber das ist Port von wo wir das Leder proben, die Tag rein zu merken und die Tag zu halten, Gott selbst noch folgen. Meine Verlangen für die und für mich ist das, dass wir uns nicht wollen verloren an andere, zum Jesus Christus noch folgen. Gott sein Wort ist persönlich für dich und für mich. Gott will persönlich mit uns reden. Gott will haben, dass wir sollen persönlich lernen am Kern. Und das bedeutet nicht wunderschön, wie wir gehört, das bedeutet nicht, wie viel wir arbeiten. Wir können immer mehr und mehr lernen. Erstmal ein Beispiel gebraucht von, wo wir von der Bibel lernen. Und das Beispiel ist von einem Baum. Und die Bibel ist wirklich ein tiefer Baum. Wenn wir sein in 5 oder 10 Schauer Strang und ein Arm und an den Raufloten, wie kann Wutter schaben. Dann denken wir, ich wonder, ob du noch was tiefer ist. Und dann wird noch ein längerer Strang und geht wieder und wieder rauf. Und Gottes Wort hat kein Baum. Da braucht nicht so ein langer Strang wie an den Arm und bringen, du hast immer mehr und mehr zu schaben. So, wir sollen niemals glauben, nu haben wir das alle verstanden, nu weit wir alles von der Bibel. Nee, Gott will haben, wir sollen immer mehr und mehr von ihm kennen und dabei lernen. Ich weiß auch, dass das Lernen, was wir die Bibel für uns selbst lesen, dass das Arbeit. Das meint, dass wir sollen lernen, das meint, dass wir wollen nicht einmal krack kennen. Da wollen Tiden sein, wo wir feiern, wo da ich das, aber das, wenn wir das even tun, da wird leichter. Und ein Ding, was ich uns von dem merken, ist, dass wir sollen nicht die Bibel allein und die Bibel sein, was die Bibel sein, der hat ohne Halb. Und es sind zwei Wege, zwei Halb, was ich haben, wir sollen von der Pfoten. Und die erste ist, dass wir sollen mit der Heilige Geist seine Lehrung und seine Halb die Bibel lesen und die Bibel verstehen. Ihr habt vielleicht mal beobachtet, wenn irgendwas wird gesagt, sondern habt ihr gefragt, haben sie es das tun. Vielleicht ist dort wieder Arbeit, der wird das weggefahren und dann schreibt der Schwindel, was seine Verlangen ist, was dieses Arbeiter soll tun. Und die checkst nur das, was er geschrieben hat, und was meint das? Was meint das? Dann kostet das den Bastet und das wird die kosten, und wenn er beausträgt, der wird zurückkommt, dann fragst du ihn, was meinst du mit das? Und dann hat er Platz, bis klar merken, dann ist alles klar. Und so ist es auch mit der Bibel. Wer hat die Bibel geschrieben? Der Heilige Geist. Und wenn er das geschrieben hat, durch Menschen, das sagen wir letzte Sender, dann ist es wichtig, dass wir auch lernen, dass er uns helfen wird, zu verstehen, was er geschrieben hat. Und dann der zweite ist, dass wir mit unseren Christen taub die Bibel lesen und verstehen dann. Wenn du bloß für die selbst die Bibel nehmen darfst, wir sollen das selbst lernen zu verstehen, aber du bist selbst einmal bei dir selbst bleiben, du hast eine gute Gelegenheit, dass du die Bibel nicht recht zu verstehen. Gott redet durch andere Menschen. Er redet durch die Tag. Und dort, wenn wir die Bibel taub studieren, dort bringt ein viel tieferes Verständnis von was die Bibel lernt. So, ich will uns von der Satzstoppen nehmen, wo wir die Bibel lesen können, um die verstehen. So, das ist Satzstoppen. Und ich weiß, das ist ein Bett da, von der ist eine Klasse, leider ist eine Predigt. Und ich hoffe, dass ihr kann wegen mitkommen, wenn ich viel sein da und ihr nicht ganz mitkommen, ich würde Ihnen Mut geben, Gott trägen, hartet nach einmal, sodass ihr kann ein klein mehr mitmerken, wenn ihr erst viel, was ich von dir will sein.
Wir brauchen letzte Werk ein Wort, was das wichtig ist, dass Christen mit bekannt sind, dass das selbe wird in Plottisch aktiert haben, das ist die Hermeneutik. Hermeneutik ist ein Wort, was gebraucht wird, um das erklären, die Bibel lesen, um sein, was es sagt, um die Bibel verstehen, was es meinen wird, und die Bibel verstehen, sodass wir das ausüben können, was die Bibel uns lehren wird. So dort lehren, was haben der Recht tun, der in der Gott Recht tun, ist sehr wichtig für jeder Christ. Worum das wichtig ist, dass wir wollen haben, dass wir uns Leben anstellen tun, nur dort, was Gott uns lehren wird. Und deswegen ist das wichtig, dass wir lernen, was haben das Recht verstehen. Die Bibel ist lebendig. Der Heilige Geist ist lebendig. Aber Gott hat seine Offenbarung erstlich durch die Bibel gegeben. Dort meint, dass Lernen die Bibel recht lesen, recht verstehen, ist wichtiger, als weil wir über Dinge feilen. Das meint, dass wenn Gott uns reden wird, persönlich, und dort Gott redet uns persönlich. Wir müssen das einmal vergleichen mit einer guten Hermeneutik. Die Bibel recht lesen, recht verstehen und recht ausüben. Das meint dann, dass es sehr wichtig ist, dass wir diesen Stoppen durchgehen, dass wir lernen, was sagt die Bibel. So der erste Stopp ist Beobachten. In Englisch würde wir sagen Observation. Und warum das wichtig ist, ich glaube, wir sind viele Menschen, die die Bibel merken, und wir gehen bis krank weit in die Details lernen. In Ordnung zu sein, wenn wir würden, das ist ein Beispiel brauchen, lieber aus ein kleiner Knappel auf ein kleiner Baum beobachten, krank wird es erst stoppen und sein, wo sitzt diese Welt, mit all den Bäumen, all das Wildnis, was hier ist. Und dann, wenn einer das große Bild hat, dann kann einer wieder tiefer hineingehen, um das kleine Bild sein. So wie, wenn wir die Bibel lesen, dann wir müssen erst anfangen mit dem großen Bild. Und wir wollen Leute sein, wo der Kontext sehr wichtig ist. Warum das wichtig ist, um dabei zurückzustoppen und lassen die Bibel, das große Bild uns wird sein, als das. Wir haben alle diese Menschen uns alle Sorten vergenommen. Wir haben uns vergenommen, was die Bibel auch sein wird. Wir haben uns vergenommen, was wir wollen haben, die Bibel sollte uns sein. Aber wenn wir einen Stopp zurücknehmen und wir lassen die Bibel zu uns reden, dann da wir dort, was wir wollen haben, die Bibel soll sein, und dort, was wir glauben, die Bibel sagt all, zu sehen sagen, dass Gott kann zu uns reden. Ich glaube, das ist eine von den größten Dingen, was viele Christen in Stich tun wird, als dass wir merken die Bibel auf und wir weiten auch, was die Bibel sagt. Das wollen wir uns anstellen. Na, wir weiten auch, die Bibel sagt es dort. Und wir merken uns nicht auf, dass die Bibel zu uns reden, was dort wirklich sein wird. Das ist sehr wichtig, dass wir dort, was wir all glauben, nicht in Stich tun wird, von was Gott wirklich sein wird. Das meint dann, dass wir uns abpassen, dass wir nicht vorher sicher sind, was das wirklich sein wird. Eine Weise, wo Christen das Ferken down ist, wie nennen uns Wasser Gruppen. Und bis zum Beispiel brauchen die Wort Ferken gesagt, sehr wie Calvinisten oder sehr wie Arminian. Wir sahen uns in eine Gruppe nennen und dann, ohne dass wir die Bibel bis lasst uns reden, fangen wir an in der Gruppe und dann, das meiste ist, wir sollen die Bibel drehen, dass das stimmen mit unserer Gruppe. Und ich will uns warnen, dass es nicht eine gute Wahrheit um die Bibel lesen. So, der erste Stopp ist ein ganzer Stopp zurücknehmen und sagen, was sagt die Bibel über den Ganzen. Und das meint, wenn wir lesen dann, dass wir nicht wörtlich vielleicht bis überlesen dann und fragen Gott, red zu mir. Nicht, dass wir deib nachgerufen dann, aber ein bisschen besser Glück über, red zu mir Gott. Der zweite Stopp ist, wenn wir mit dem großen Bild anfangen, dann gehen wir deeper. In order Weg zu sein, wir setzen einen Kilometer deeper, einen längeren Strang an uns Arme an. Und ich frage für diesen Stopp ist, was sagt die Bibel? Was sagt die Bibel? Ein Ding, was wir als Christen merken, wir fangen nicht mit dieser Frage an, wir fangen mit der Frage an, was meint die Bibel? Hier ist ein Unterschied.
Oder wie uitvinden kan, wat meint die Bibel, wie man nicht verstehen, was sagt die Bibel. Wir müssen uitvinden, was sagt Gott. Und vierten, wie gehen verab, wenn wir glauben, wir weiten noch, was Gott gesagt hat. Aber es ist wichtig, dass wir in Trick stoppen und fragen, was sagt Gott. Das ist ein bisschen ein Beispiel, vielleicht sei ich, die Kinder, die sind es das selbst, dass die Älteren, die Frauen zu sein, ich will haben, die sollst das tun. Und vor die Älteren verrecht haben, mit krank sein, was das Kind soll tun, das Kind also ohne Weg dort tun, was sei oder er glaubt, die Älteren verlangen. Oder vielleicht sei wir als Christen. Vor dort wir wörtlich Zeit nehmen, zum verstehen, was sagt Gott, sei wir an uns Weg, zum dort leben, was wir glauben, Gott wird sein. So das ist wichtig, dass wir ein klein bisschen Trick stoppen und wir lassen Gott zu uns persönlich reden. Hier wird ein englisches Wort gebraucht, ein paar von Ihnen wird bekannt sein mit das, und das ist Exegesis. Und das meint dort, was in der Schrift ist, Rütheben, dort wie sein kann, was Gott sagen wird. Dort Rüt nehmen, zu lernen, was Gott sagen wird. So hier sind ein Stab in diesem Stab. Das erste Stab ist, dort wir lernen dann, was Gott sagen wird, erst wie man nicht verstehen, was sagt Gott zu den Menschen, zu wem die Bibel in der ersten Zeit war geschrieben. Worum das wichtig ist, dass wir können nicht verstehen, was Gott sagt zu uns, bevor wir verstehen, was Gott sagt zu der Kirche, wenn er dort für die erste Mal geschrieben hat. Worum das wichtig ist, dass ihre Welt ist anders als unsere Welt. Ihre Welt ist in vielen Wegen, das ist eine andere Sprache, das ist ein anderer Glauben, das ist eine andere Kultur. Und all diese Dinge waren mit anderen, wo Gott zu den Menschen sein wird. So wie die Meinung und dort, was Gott sein wird, Rüt nehmen kann, dann können wir dort für uns nehmen. Vor dort, wie bis die Bibel lauten, zu uns reden, dass es ist. Aber in all das, wir müssen niemals vergessen, dass Gott seine Meinung hängen, was er sein wird, ändert niemals. Sprüche Kapitel 30, 5 bis 6 sagt es das. All Gott seine Wege sind fehlerlos. Er ist ein Schild für all die sich ab am verloten. Da nicht bei Gott seine Wege besaten, dort die nicht vermont an uns Lerner stampelt. So was hier sein, der ist, wir sollen nicht bei Gott seine Wege besaten. Nur in der Weg zu sein, wir haben nicht das Recht, um Gott sein Wort ändern. Wir müssen Gott lassen, zu uns reden. Was sagt Gott zu uns? So hier sind ein paar Dinge, wo wir die Bibel können lesen, zum Sein, zu lernen, was sagt Gott zu uns. Ich brauche das Wort erst, und das ist Kontext. Kontext ist sehr, sehr wichtig. Was ist das? Wenn wir irgendwas lesen oder hören, was an sich selbst, um dort verstehen, muss wir sein, wo passt dort in der ganzen Bibel nennen. Und dort hilft uns zu verstehen, wo die Wörter werden gebraucht, von was redet er, zu wem redet er, und was will er haben, wie soll man dort tun, was er gesagt hat. So Kontext. Hier fangen wir clean an und dann was dort, da wir besser verstehen können. So wenn wir sein, zum Beispiel eine Vers in Johannes lesen dann. Um die Vers verstehen, müssen wir verstehen, was der Kontext ist. Der erste Kontext ist, was sagt der Vers vor dort und nur dieser Vers. So können wir besser verstehen, was meint dieser Vers. Dann müssen wir das ganze Paragraph lesen und sagen, was sagt dieser Paragraph, so dass wir das eine Vers kann verstehen. Und dann, wo passt dieser Vers in die ganze Botschaft von dem ganzen Buch? Und dann, wo passt dieser Vers in die ganze Bibel?
Dort, wo die Bibel lernt, wo da wir das verstehen, als Part von der ganzen Bibel. So, das ist wichtig, dort wie man das anfangen dann. Ein Beispiel, was wir das Video sehr fertig brücken dann, ist in 2. Timotheus, Kapitel 3. Und du redest, nicht mit der Charakter falsch weg, aber wo das lernen, dass wir sollen bleiben wie dort, was uns gelehrt ist. Und wenn wir bloß die falsch aus sich selbst nehmen, dann, wir können alle Sorten Meinungen nehmen. Aber wenn wir reden, die falsch, was vor dort kommt, und die falsch, was nur dort kommt, von was redet er? Er redet von der Evangelium. Er sagt uns was von der Lehre, wie sollen wir bleiben. Und dort ist ein Beispiel von, wo das wichtig ist, dass wir den Kontext verstehen, dass die falsch, was nur dort kommt, und die falsch, was vor dort kommt. Und dann noch ein Part von Lehren, was sagt dort, als ein Klima verstehen, wo die Bibel bildlich Sprechbrücken wird. Hier sind gewisse Dinge, also das Gleichnissenbrücken, nochmal Brücken, die Schriebers Eva-Brief. Ein Beispiel von das ist, wenn Jesus sagt, wenn die Augen oder die Hand die Märkte sehen, dann sollen wir unsere Augen aussperren und unsere Hand aufschneiden. Ist dort wörtlich, was Jesus lehrt in der Farsch? Nein, er braucht das Beispiel oder Bild hier spricht, um uns sehr drin sein, wie sollen abpassen für Sinn. Wir sollen alles abgeben, dass wir für leben können. Wieder, wenn Paulus sagt, dass wir die Beschneidung lernen, die sollen sich selbst auch sehr schneiden, meint er wirklich das, was sie sollen tun? Nein, er braucht das ein Eberbrief, um seinen Punkt merken. So, wir sollen lernen, wo wir dort verstehen, wo er Bilder Sprechbrücken wird. So, das ist der zweite Stopp, zum Fragen, was sagt die Bibel. Der dritte Stopp ist, was meint die Bibel dann? Sie ist ein kleiner Unterschied. Die Meinung von ihrem Wort ist, was will Gott haben, wir sollen verstehen, sodass wir uns Leben ordentlich merken. Hier müssen wir auch anfangen, praktisch, wenn wir mal den zweiten Stopp tun, was meint dort, der Tag, wann er dort geschrieben hat. So, warum ist das wichtig, hier anfangen? Weil es sind gewisse Dinge in der Bibel geschrieben, wo der Befehl nicht für alle Zeit ist. Das meint nicht, ich will nicht, dass ihr mich auch verstehen, dass das ein Part von der Bibel, was nicht mehr für uns ist. Aber wo wir die verstehen, dann ändert von Zeit zu Zeit. Gerade das Beispiel ist, dort wird zu Moses wird gegeben, zu den Israeliten gegeben, der Gesetz, von Moses in Gesetz, das ist nicht für alle Zeit. Ich glaube, keiner von uns würde Krieg der Gesetz noch feiern, was Moses wird gegeben. Wenn ich rückchecken, ich weiß, meist alle von dir brauchten Kleider, was von zwei Sorten Firmen gemerkt ist. Ich glaube, viele von ihnen haben von dir Smars Spaß jeden. Es sind Verse Gesetze in der Bibel, was von einer Verse Zeit werden, aber die Zeit ist nicht mehr. So die Meinung hängt dort, ist der Weg für uns. Und dort ist, wir sollen unsere Port sagen, für Gott herrlich zu leben. Aber der Befehl ist nicht für jede Zeit und jeder Mensch. So, wo können wir dann Klima verstehen, wenn Dinge, die gelehrt wurden in der Bibel, ist für alle Zeit und wenn sind bloß für die Zeit, wo das geschrieben wird. Es sind ein paar Wege, wo wir das verstehen. So, wo weit wie, wenn irgendwas einmal während ist, für alle Zeit ist. Wenn dort in dem Alten Testament wird geschrieben, und dann dort frisch wird gelehrt in dem Neuen Testament, und ist das für uns. Das ist sehr leicht zu verstehen, das ist leicht zu verstehen, das dann für uns ist. Zum Beispiel, in den 10 Geboten sagt das, wir sollen nicht einen Mensch umbringen, wir sollen nicht ein Mörder sein.
dat leert het krijgt het zelfs in het Nieuwe Testament. Dan weten we dat als voor ons. En zo als de vele beveel in het Oude Testament wordt opgefresht wordt in het Nieuwe Testament, dat is voor ons. Want eens wordt niet aufgehoben oder abgehoben. Da wordt in het Oude Testament worden de beste dingen gedaan en dat wordt niet frisch gemerkt, dan gaan we dat ook nog volgen. Dan eerst wat moralisch is van dat gezag. Niet hier buiten is een goede Beispiel van dit. Eerst wat mag tijdlich zijn, oder temporal te zijn, en het mag niet kraak zijn voor ons, wanneer dat wörtlich klar te zijn is van de context, dat er best nur eine Person reden dat. Zum Beispiel in het Nieuwe Testament is een Farge, wat Paulus zegt, kriege zo'n persoon te mijn wanneer brengen. Nou, wie kan van deze Farge weten? Paulus vraagt niet dat we nog Asia Minor vliegen doen, zijn wanneer brengen doen. En dat is een kleine Beispiel. Een andere weg is dat wanneer iets wat in het Oude Testament is, wo Jezus anders leren dat. Jezus heeft komende gezag ervellen, dat hij ons een nieuwe gezag kan geven om God leven en mensen leven. Zij verken, zegt Jezus, je hebt je gehoord, aber ik zei te die. Wanneer Jezus dat zei dat, we zijn liever volgen wat Jezus gezegd heeft, als wat in het Oude Testament leren dat. So in deze derde stap, hermeneutics, er zijn een paar vrouwen, wat ik heb gevonden als goud, dat we de schrift kan verstaan. De eerste vrouw is, wat leert deze Farge van God? Wat kan ik verstaan van God? Wat kan ik leren van wat God zijn natuur is en wer hij is? De tweede vrouw is, wat zegt deze Farge van mij? Wanneer we verstaan wat zegt God te de eerste mensen en dat we leren kunnen wat hij te ons zeggen dat. Wat zegt hij van mij? Wat leert de Bibel van de wereld en van anderen? En de vierde vrouw is, wat vraagt deze Farge dat ik doen zal? Wat zal ik leven en wat zal ik doen? So dat zijn een paar vrouwen wat we zijn. Ik wil het helemaal zijn. De eerste vrouw is, wat leert deze Farge oder deze paragraaf van God? Wat leert hij van mij? Wat leert hij van de wereld en van anderen? En wat vraagt deze Farge wat ik anders zal doen en wat uit te leven? En dat brengt me tot de vierde stap. En dat is de Bibel uit te leven. Jakobus kapitel 1, 22 en 23 leert ons dit. Die man aber ook doen wat het woord zegt. Wils bloos heren, reekt niet touw. Zes beschummel je jezelfs. Wer dat woord bloos hiert en niet dat, wat het zegt, is als een man die zich im speel bekijkt. So we zullen niet bloos dat woord verstaan, we zullen het ook uitleven. God zijn woord is levendig. En dat is wichtig dat we dat uitleven doen. So, wat is in de reden van waar dat wichtig is dat we als Christen ons Unger God stellen. We ons Unger God zijn autoriteit stellen. En waarom dat wichtig is er zeer veel in de Bibel wat ons zeggen dat wer God is. Maar er zijn zeer veel dingen in de Bibel wat ons leren dat hoe we ons leven zullen ändern wanneer we Jezus Christus nog voor je zijn. En wanneer we werkelijk Unger God zijn autoriteit zijn, dat meint dat hij verlangt dat we ons leven ändern. Dat is niet bloos genoeg om te weten wat we zullen doen. Ik geloof één ding wat mensen verken doen, ik zal mal. Niet? We zijn zum Beispiel, je treffen een vriend in Stuur, wie soll mal taub kommen? Wie soll mal Kaffee taub haben? Oder, ik zal mal mein Leben ändern. Ik zal mal de alcohol teruglaten. Ik zal mal dit en ik zal mal dat. Dat is verstaan wat de Bibel leert. Dat is verstaan wat de mening in de schrift is. Maar wat is de nächste stap? Dat is nog niet voor dem dat ik zomaar draait tot dat wat we zullen doen. En we doen dat.
So die Bibel verstehen, als nicht vor die Fahr wie dort uitleven doen. Ik geloof dit als we viele van ons kart komen doen. We weten zo veel van de Bibel. En krijg ze een weg is, er zijn viele Menschen, wat verab rennen doen, voor die weten krijg wat God gezegd heeft, dan ze dat uiteven. Dan zijn er meer van ons, würde ik zeggen, wat zetten en we weten wat ons gevraagd wordt te doen en wat ons gezegd wordt te doen. En we zetten en we zetten, we zijn ik zo mal. En dat is wichtig dat we dat uitleven doen. Een grote poort van leren van waar we dat uitleven doen, is dat we leren de Bibel niet te misbruiken. Du eerst zo'n ding is forschen wat niet passend zijn voor onze tijd. Wat ik damit meine is dat als de ganze Bibel is allemaal voor ons. Aber wenn wir wirklich welche Dinge uitleven doen, dann ist wichtig, dass wir die rechte Befehl uitleven doen. Ich weiß erstmal eine Spusse, Beispiel gestalt mit das. Das ist von einer Person, die wundert, was er tun soll. Und er merkt in der Bibel op. Und dann liest er, wo Judas hat Jesus gegen Jesus gegaan, heeft geld genomen om Jesus bekleuen. Oh, dat is een beetje hangst. Hij weet niet of hij dat zal doen. En dan merkte hij dat taub. En dan merkte hij dat op. En dan zegt hij, dan ging Judas en hij hang zichzelf. Nou, hij weet dat niet, of dat waarlijk voor hem is. Merkte hij helemaal taub en merkte hij dat op. En dan zegt hij, dan go en doe dat krak zo. Dat is niet de rechte weg, wat we de Bibel lezen, om dat uitleven. We zullen krijgen dat waarom dat vierde stap is, niet de eerste stap. Weten wat God zegt, zodat we weten wat God meint, zodat we kan dat uitleven wat God van ons vraagt. En dan een grote part van dit is, en dit is waarom ik aanvang met dit, dat het wichtig is dat we dus natuurlijk taub leren wat de Bibel zegt, taub leren te wat de Bibel meint en taub leren wat we dat uitleven. We zijn niet gemerkt om de Bibel uitleven uit onszelf, of bus van onszelf. We zijn met onder taub. En dat is het nächste stap. En dat is de Bibel gebruiken om anderen moed te maken. So wir haben angefangen, wir brauchen das die erste Feierstaben sind persönlich. Was lehrt die Bibel zu mir, was sagt die Bibel zu mir? Das zweite ist, dann fangen wir an, wir regen uit mit dort, was die Bibel lernt. Und kriegst du eine Wahrheit, dass es wichtig ist, dass wir das persönlich uitleven doen, da was die Bibel lernt, das ist wichtig, dass wir uitreken doen, mit was die Bibel lernt. Dit is dat woord Gottes, dat ewig woord Gottes. Dat woord Gottes wat ons transformeren kan. En dat wat God in die deed, kan God in ander ook doen. En waarom wil we dat nou dan voor onszelf houden? Waarom wil we dat voor onszelf houden? Want dat ons zo zei geholpen heeft, waarom wil we niet uitrekenen zijn, dat heeft mij geholpen. Gottes woord heeft mij geholpen. En uitrekenen met dezelfde hulp wat God ons gegeven heeft. 2 Timotheus kapitel 3, 16 en 17 vers, hier zijn deze versen waar. Zeg, alle schrift van God gegeven, is wertvoll, ons te beleeren, ons uit te beteren, ons traag te wijzen en ons ongerechten, berecht te leven. Zodat een Gottes mens imstand is in Gottes werken geschikt te zijn. So wo kunnen we dat wat God ons leert, andere mensen met troosten. Hier wil ik ook een klein beetje wat zeggen, dat we oppassen doen met wat we dat doen. We kunnen niemals God zijn woord gebruiken om ondersteunen. Ik geloof dat als wenig wat dollar jeng God geht, aus der Bibel gebruiken om ondersteunen. Ja, de Bibel, das soll hier sein, dat erst jef Menschen traag te wiesen. Aber laat God Menschen traag wiesen. Du hast nicht das Recht, Menschen traag wiesen.
Gott der dort. So, wir sollen leibtüchtig sein, wir sollen gnädig sein, wir sollen halten, beistehen, mithalten, besiegen, zum Ansporen, weil Lot Gott Menschen trägt wiesen. Das ist nicht deine Aufgabe, das ist Gott seine Aufgabe. Und dann das letzte Stopp, wir wollen bleiben, Wunschstopp erst noch. Letzte Stopp erst, und das bringt uns Kraftwasser trägt, wo wir anfangen. Und dort erst weiter und weiter nicht lernen. Die Bibel studieren, die Bibel verstehen, ist nicht eine Lade, dort ist ein Circle. Dort hört niemand ab. Wir dann einmal Deiper und Deiper schaffen, mehr lernen. Gott besser zu kennen. Dort hört niemand ab. Sag wir uns von der Ermautchen zum Deiper und Deiper in der Bibel studieren. Maar on de taub die Bibel studieren. Da wird niemand sagen, dass wir das alle weiten. Und kragt an, wenn wir mehr und mehr weiten, wir wollen lernen, wo wenig wir noch weiten. Der interessante Ding ist, wenn ich jünger wir an Gott raubt, Christina und ich, dass wir Predigerlied sollen sein, wir fallen den Raub von Gott, dass wir das sollen tun. Und ich würde mal einen Tausch tun, ich will voll Pracht, ich will stolz. Ich habe vorhin gesagt, dass mein Hort wie in seiner Städte, dass ich in der Bibel fahren, dass sie mir das können sein, dass ich alles wisst. Nicht so? Vorhin habe ich das gestanden. Wir weiten viel von der Bibel und wir verstehen die Bibel ganz. Und wenn ich in der Bibel wie in 4 Jahren wie ich da, in jedes Jahr ging vorbei, ich lerne mehr und mehr. Und weißt du, was passiert? Da bin ich dort nu mehr und mehr wisst, dass ich kranksacher wir und was das wir. Der mehr ich lerne, der mehr Frauen habe ich. Und es ist wichtig, dass wir demütig sind. Und Gott hat mich tragwiesen. Und er hat mich noch tragwiesen. Dass wir können niemand zu glauben, dass nu weit wir alles, nu wollen wir die Ohren mobilieren. Nee, wir sollen demütig sein. Lot Gott zu uns reden. Wir und dort, was wir auch weiten. Aber sie einmal ob, um die Bibel besser verstehen. Und dort ist, warum das Desasterstab so wichtig ist. Gott ist niemals verrecht mit uns. Gott ist niemals verrecht mit uns anderen, dass wir alle und alles als Jesus Christus sind. Gott hat nicht die Bibel gegeben, dass wir bis von mehr und mehr von Gott weiten. Er hat uns dort gegeben, dass wir können ganz wörtlich ewig verändert sein. Und wenn dort sein Plan ist für uns, das meint, wenn wir das sieht Himmel sind, seine Arbeit ist noch nicht verrecht. Sag wir uns von der weiter merken, dass wir Christen sind, wird nicht besrüht fahren von der Multit. Ich weiß, ich sehe das letzte Sinn, ich will uns weiter merken von der. Wenn eine Truck fahren und hier das Wort hören, Lieder singen, vielleicht wird besser YouTube-Videos der Werk checken. Das Einzige ist, was die von der Bibel kriegen, das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Die wollen sehr gerne, ihr Christen sein. Das ist wichtig, dass wir lernen, selbst die Bibel studieren. Ich will, dass wir das hier und da, was vielleicht so denken, ich kann nicht lesen. Wie kann ich das tun? Wenn ich nicht lesen kann, wie kann ich die Bibel verstehen? Wie kann ich lernen, was die Bibel sagt? Wie kann ich lernen, was die Bibel meint? Gott sein Wort ist lebendig. Und wir sind verantwortlich für was wir können tun, nicht was wir können nicht tun. So ein Ding, was ich finde, als ein sehr großes Geschenk von Gott, ist, dass es nicht mehr liegt, dass wir die Bibel hören tun. Sehr viel von uns haben ein Phone und ein Smartphone. Und wenn ihr das sind gewisse Bible-Apps, was das sind, was dort aufspielen kann und dort lesen tun für uns. So wenn ihr nicht lesen kann, Gott hat uns das Geschenk gegeben, dort andere dort lesen kann für uns. Und dort wir lernen tun, dort zu kriegen, was Gott für uns hat.
Wir sind nicht ohne Excuse. Wir haben die Gelegenheit, von Gott zu hören. Dann würden die Ordner sagen, was sein, ich habe keine Schuld. Ich weiß nicht, was zu lernen. Ich glaube, jeder von uns ist klug genug, dass ihr kann lernen, was zu lernen. Ich glaube, wir sind alle klug genug. Du bist keine Person, die unklug ist, die nicht Gott sein Wort lernen kann. Wenn ihr bei der ersten Klasse anfangen, dann fang du an. Dann der nächste Stopp. Die dürfen nicht bei der 12. Klasse anfangen. Wenn die bei der ersten Klasse anfangen, dort ist, wo ihr seid. Und dann an dort bühren. Und an dort bühren. Leider ist bis denken, ich kann nicht lernen. Oder mit mir ist das nicht. Die Bibel ist für die. Ich will Ihnen von der Maut merken, dass Gott leift die. Gott hat die gewählt, wenn du in Christus bist, dass du am Lernen können das. Er will haben, du am Können sollst. Du, wer nicht Schuld hast. Und so, wo immer du anfangen das, nimm den nächsten Stopp. Und den Strang, wo vielleicht ein paar Zentimeter lang ist, 1 Meter, länger, fang an. Schapen den Baum an, sodass Gott lebenswert zu dir reden kann. Und dort du die Latz von Gott selbst dein Leben ändern. Wir haben das Schlitten gebeten. Liebe himmlische Vater, wir sind von der Frau, dass wir können von das Wort Gottes alles kriegen, was uns fehlen wird, um ein heiliges Leben leben. Und Jesus Christus, ich bete, dass du uns von der Maut geben haben, in diesen Deiper Baum schaffen, dass wir dort Lebenswutter können kriegen. Und Gott, ich bete, dass du uns das nicht gesehen, dass wir wollen durch die Bibel die besser lernen können. In Heiliger Jesus, ich freue, dass du uns fällen mit Weisheit, mit Jesu und dass wir können lernen, was du meinen das, was du gesagt hast. Wir beten alle das in Jesus Christus Namen. Amen.